Hoi zusammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte vom Knatterdrachen Furzi-Pups und dem Hickski Huhn. Die Geschichte hat der Kai Lüftner geschrieben und die Bilder hat Wiebke Rauers gezeichnet. Wer mag sich noch erinnern, da müssen wir im Jahr noch ein bisschen hindern. Im ersten Buch steht es, ein einzigartiger Drache hätte es anders müssen machen. Furzi-Pups, der Knatterdrache, wacht auf von einem Krachen, was ihn ungemein verschreckt, wo er dann etwas entdeckt. Verknustet, verhudelt, versandet, ist da etwas, gelandet. Mit dem Kopf voraus im Gras, aber ja nu, was ist denn das? Ein lautes Schlucken. Furzi-Pups kann nur chli güchseln, grüßt aber mit einem Knicks. Statt eine Antwort kommt ein Hicks. Oh, aha, es scheint, als wär das Reden fürs Hühnli auch chli schwer. Furzi-Pups, der fühlt grad mit. So sein wie die anderen, das kann er auch nicht. Also entscheidet er für sich, das Huhn, das braucht mich. Irgendetwas muss doch gehen, dass ich dem Hühnli helfen kann. Luft anhalten, das weiss er, hilft beim Hickski wirklich sehr. Und seit vollen 10 Minuten die Backen voller Luft aufpumpen, stehen jetzt beide so mal da, der Bauch voll Luft, das sollte jetzt gehen. Weiter, so soll's klappen. Das Ende naht, sie tun fest plangen. Aber dann ein Satz mit X, dann kommt's, oh Menno, X. Nicht mit dem Furzi-Pups. Eine Idee kommt stüpfen. Gegen Hickski hilft nur verklüpfen. Wer, wenn nicht er, als echter Drache, ist geboren für so Sachen. Schleicht sich also leislich an, tut, als wenn nichts wär und ruft und bäcket ein lauter Mix. Das Hühnli schaut nur, dann ein Hicks. Furzi-Pups, der Knatterdrache, weiss, was er noch machen kann. Was auch noch helfen tut, wenn er's mit dem Lachen versucht. Und da steht ein ganzer Batzen, Drachen verziehen die schlimmsten Fratzen, Zunge raus, die besten Tricks, doch kein Lachen, nur ein Hicks. Unser Knatterdrache dampft, wenn er beim Grübeln krampft. Und so manches Fürzli pufft, ihm beim Denken in die Luft. Die anderen Drachen kommen schauen, mit fest aufgezogenen Augenbrauen. Denken, sie seien gescheiter. Ach, was macht er jetzt schon wieder? Ist denn hier nie Ruhe? Muss er immer etwas tun? Das hier ist verdammt normal, kein Zirkus, nein, ein Drachental. Das Hickski schaut ganz schuldbewusst, traurig, unglücklich, voller Frust, will sie wieder einisch, ach verflixt, einisch, zweimal, dreimal hickst. Und zwar rhythmisch voll im Takt, dass der Furzi-Pups jetzt packt. So als würd's ihn verwutschen,
setzt er einen Furz dazwischen. Das Hitzki lüpft das Köpfli und hickst noch einisch, jetzt mit Grund. Einisch lang und zweimal kurz, Furz und Hicks und Furz. Furzi-Pups vor Freude tut glühen, hingerissen und sich bemühen, jeden Furz zu kontrollieren, so ein Glück, die Musik müssen's feiern. Hicks, Hicks, Hicks. Am Ende kann man nur noch sagen, nach dunklen, grauen Tagen mit Regen fühlt man sich gern allein, doch die Sonne, die kommt im Mai. So manchmal im Leben läuft's nicht so gut, doch wenn du einen Freund hast, hast du viel mehr Mut. Und alles geht einisch vorbei. Nur die Freundschaft nicht zwischen dem Furzi-Pups und dem Hitzki. Der Song, der hat natürlich nur einen Schluss. Nein, kein Hicks. Es ist ein Das ist die Geschichte vom Knatterdrachen Furzi-Pups und dem Hitzki-Huhn. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!